Seine Markenzeichen sind ganz klar. Es ist die rote Jacke, es ist der schwarze Hut und die Gitarre steht schon bereit. Ich denke, wir begrüßen jetzt George Seitz. Hallo liebe Freunde, geht's euch noch gut hier? Okay, dann zeigt eure Power hier und klatscht mal alle in die Hände. Come on, yeah, wow, so ist das richtig, klasse. Wir sind das allerschönste Land von der Welt. Oh, und ist ihr? Genau. Wir haben die größte Power, aber leider nicht viel Geld. Oh, hey. Genau. Doch wir machen uns kein Sorge, die paar Schulden überzollt. Kommt schon heute nicht, kommt schon morgen, ey, und dort drauf sind wir stolz. Egal was passiert, wir bleiben immer hier wohnen. Wo? Mitten im Saarland. Wo wohnen wir? Aber mitten im Saarland. Genau das glaubst du aber. Okay. Ja. Alle hopp. Geht's euch gut? Sind ihr gut drauf? Soll's uns mal nicht gut gehen hier im besten, tollsten, schönsten und beliebtesten Bundesland von der Welt, nämlich hier in unserem? Jawohl, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten oder das Land der begrenzten Unmöglichkeiten, kann man natürlich auch sagen. Freunde, es ist ja dieses Jahr wahnsinnig viel los in diesem Land. Ne? Es geht ja wieder voll ab. Wir haben ein Superwahljahr. Der Uno Huckesaal, unser Freunde, ne? Die Landräte, die Bürgermeister, die Ministerpräsidenten, so wollen alle gewählt werden. Ne? Peter Müller ist ja sehr zuversichtlich. Sein Wahlkampfberater hat gesagt, Herr Müller, Sie brauchen keine Angst zu haben. Jeder, der im Saarland einigermaßen bei Verstand ist, wird Ihnen seine Stimme geben. Hatte Peter Müller gesagt, das nutzt mir nichts, ich brauche die Mehrheit. Ja. Ja, Freunde. Heiko Maas, der Herausforderer, ebenfalls als Räuber, ne? Das ist ja ein richtiger junger Wilder. Oh, er widersetzt sich sogar dem Schröder. Und heute Abend sieht man, er widersetzt sich sogar dem Kopftuchverbot, ne? Alles klar, als Seeräuber geht das immer wunderbar. Sind die anderen auch da, die FDP? Die haben doch jetzt einen Anrufbeantworter, ne? Muss ich mal anrufen. Weißt du, was du da hörst? Bitte sprechen Sie auf Band, wir brauchen jede Stimme. Und die Grünen wissen auch schon, was sie machen, wenn sie nicht gewählt wäre. Der Hubert Ulrich hat gesagt, wenn er nicht gewählt wird, dann wird er Winzer. Er wisst mittlerweile, wie man mit grüner Flasche umgeht. Freunde, es wird spannend. Gehen wählen. Es ist wichtig, weil, ihr wisst, bei der Wahl ist es umgekehrt wie beim Telefonieren. Wenn man sich beim Telefonieren verwählt hat, kann man den Hörer hinterher aufhängen. Ne? Alles klar? Und ich wüsste ja, wenn ich ja hier König vom Saarland wäre, ich hätte da noch ein paar Tipps für all die, die noch nicht wissen, was sie in ihr Wahlkampfprogramm drinschreiben sollen. Jeden Abend um 7:30 mach ich den Fernsehen an. Aktueller Bericht, das ist der absolute Wahn. Die schwätzen hier am Dauern vom Aufsteigerland. Dabei sind wir doch seit Jahren völlig abgebrannt. Ich denk, was Peter Müller kann, das kann ich längst. Ich werde das Saarland saniere, schneller wie du denkst. Wir machen aus dem Land ein Steuerparadies. Da kommen all die Wips mit der Koffer voller Kies. Das alles und ihr und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich der König vom Saarland wär. Und jetzt ihr, das alles und alle. Jawohl, würde ich machen, wenn ich der König vom Saarland wär, genau. Das Saarland wär ein souveränes Königreich, die Pelzer und Sardiner bis zum Zappelstreich. Ich regiere hier als absoluter Monarch. Und wer nicht machen will, was ich will, ja, dem tapp ich hindern. Die Liona wär das offizielle Wappentier. Dippelappes wär die Nationalspeise hier. Die Schwerindustrie verschickt in alle Herrenländer als Exportschlager. 100.000 Schwenkerständer, das alles. Und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König vom Saarland wär. Und jetzt ihr, das alles. Wenn ich der König vom Saarland wär. Wow, das wird gehen, ne? Ja, aber mal ehrlich, wenn man dann König vom Saarland ist, ne? Gell, da merkst du, es hängt ja doch alles am Geld. Kannst ohne Geld nicht regieren. Das Geld ist knapp, aber
Es huckt nämlich so locker. An Weihnachten gab es ja schon viel weniger Geschenke, ne? Letzte Pelzer getroffen, habe ich gefragt, was hast du deiner Frau zu Weihnachten geschenkt? Sagt er, ich habe meiner Frau zu Weihnachten einen Hammer geschenkt. Habe ich gesagt, warum das? Sagt er, da kann sich die Geschenke aus dem Kopf schlagen. Ah ja. Ah ja, wo ist dann die Gesundheitsministerin? Das ist ja ab, ne? Ah ja, die müssen auch sparen, ne? In den saarländischen Krankenhäusern darf mittlerweile nur noch barfuß operiert werden. Ja, die brauchen die Socke für die Narkose. Es ist alles teuer geworden. Die Pelzer gehen mit der Leder in den Kaffee, ne? Weil die Preise immer weiter steigen. In der Preis wird ja immer mehr im Aldi ingebrochen. Wissen Sie warum? Weil es halt so billig ist. Ja, ja. Und der Bundesfinanzminister hat jetzt angekündigt, demnächst wird er eine neue Steuer erheben, und zwar Vergnügungssteuer auf die eheliche Freude im Schlafzimmer. Freunde, diese Gesetzesnovelle soll noch dieses Jahr unter dem Namen Eichelabgabe verabschiedet werden. Da wird es auch Zeit, dass wir uns bei dem Mann mal beschweren. Mein Geld ist alle gar weg. Ich esse nur noch Lidl-Wurst und Aldi-Gebäck. Ich mach Urlaub nur noch auf dem Balkon. Ich krieg keine Rente, nur Halbpension. Ich mache Riesenbohl um mein Bank, weil mein Konto ist seit Monaten blank. Ich komm nicht weg, ich hab kein Geld für Benzin. Oh, sonst kenn ich mal hochgedüst zu dir nach Berlin. Du Drecksack, Eichel, Eichel, écoutez-moi. Oh, Eichel, Eichel, das Geld ist all fort. Oh, Eichel, Eichel, mach's uns nicht so schwer. Oh, Eichel, Eichel, unser Sparschwein ist leer. Ich weiß gar nicht mehr, wie's weitergehen soll. Ich sauf mich abends nur mit Pfefferminztee voll. Oh Hans, hat ich eine Riesenrasch. Oh Herr Finanzminister, leck mich doch am Eichel, Eichel, écoutez-moi. Und jetzt alle. Eichel, Eichel, das Geld ist all fort und alle. Eichel, mach's uns nicht so schwer. Oh, Eichel, Eichel, unser Sparschwein ist leer. Wow. Ja. Wenn das Sparschwein leer ist, ne, muss ich überlegen, wo machst du jetzt Urlaub? Da haben wir einen Balkon und da holst du das tolle Angebot von der Pelzer wahr. Ja, die Pelzer haben oben im Hunsrück einen super Flughafen. Hahn heißt der. Da kannst du billiger von Hahn und Malmö fliegen als von Saarbrücken mit der Saarbahn bis nach Saargemünd. Ja. Ja, das ist Wahnsinn. Da fliegen die Saarländer hin, nur Malmö, ne? Warst du schon mal dort? Weißt zwar nicht, was du dort treiben sollst, ne? Aber hast billig gekriegt. Das ist mal etwas anderes. Oder sie fliegen all für 4,99 € bis nach Pisa. Schon mal dort gewesen? Schiefe Turm, ne? Klar. Weißt du, aus was der gebaut ist? Aus Schiefer. Das ist aber echt der Schieferturm von Pisa. Da stehen die Saarländer vor dem Schieferturm von Pisa, gucken sich das Gerät von oben bis unten, von unten bis oben an. Und irgendwann sagen so Saarländer dann garantiert ganz fachmännisch, ich glaube, da ist ein Grub drunter. Ja. Die vergleichen alles mit dem Saarland. Steht sie in Paris vorm Eiffelturm, hey, so kennst du ein riesengroßer Schwenker drunter hängen, ne? Egal wo die sind, die können nie ihre saarländische Seele verleugnen. Sind sie außerhalb vom Saarland und siehst sie nicht, dann hörst du garantiert in den Geschäften hinter den Regalen rumplärren. Schätzchen, wo steht den's Maggi? Maggi ist das einzige legale saarländische Rauschmittel, Freunde. Peter, hätte ich deinem Freund Friedmann ja besser mal 6er-Pack Maggi geschenkt, ne? Ah ja, da wäre der auf andere Gedanken gekommen. Ja. Guck mal, dass mir sagt, dass
dass der Friedmann ja Koks konsumiert hat. Hätte mit dem verziehen. Wir Saarländer haben in den 60er Jahren haben ja hunderte von Tonnen Koks konsumiert. Ne? Ha. Fürsterhause haben wir immer mit Koks gedealt, war kein Problem. Aber dass der Friedmann unsere schöne saarländische Frau verschmäht hat und unter dem Namen Paolo Pinkel Frau Kafert, haben wir dem nie verziehen, oder? Wir haben im Saarland die schönste Frau von der Welt, stimmt's? Ja, da kommen doch die Pelzer deshalb extra her. Ah ja, klar. Wie unsere schöne Frau. Das letzte Frau der Pelzer als Saarländer. Wenn ich mit einer Frau schlafen tät, wäre mir dann miteinander verwandt? Sagt der Saarländer, nee, verwandt nicht, aber quitt. So ist es, ihr Pelzer, gell? Die kommen gern ins Saarland, wir fahren gern weg, wir Saarländer. Aber was typisch für die Saarländer ist, sind sie mal 8, 14 Tage weg außerhalb vom Saarland, da gehen sie krank. Da erfasst die eine typisch saarländische Psychose. Da wollen sie hemmen, weil sie haben die. Kennt ihr, ne? Ist genauso bekannt wie die zweitwichtigste saarländische Krankheit, die hat man immer im Winter, das ist die? Genau. Die Freck hat ja gegenüber der Flemm den Vorteil, dass du bei der Freck relativ exakt die Verlaufsdauer bestimmen kannst. Ja, die Freck dauert nämlich immer genauso lang, wie der Krankenschein ist. Der Krankenschein abgelaufen ist, die Freck auch vorbei, ne? Ja, der Saarländer holt sein Krankenschein ernst, Freunde. Das musste schon Jesus erfahren, als er im Saarland war. Aber hey, guck mal, der Jesus war im Saarland. Das war hier in einer Kneipe in Saarbrücke. Und in der Kneipe war ein Pelzer, ein Lothringer und ein Saarländer. Auf Emo sagt der Lothringer, war schon mal, da hinten der Mann mit den Sandalen, das ist doch der Jesus. Da läuft der Pelzer gleich hin und fragt, hast du mal, bist du der Jesus? Nickt der und sagt, ja, mein Sohn. Das ist ja klasse, Jesus. Ich habe so Hexenschuss, komm, vollbring doch mal ein Wunder. Ja, mein Sohn. Und der Jesus fährt den Pelzer locker übers Kreuz, der ist geheilt, springt auf, ruft, ein Wunder, es ist wirklich der Jesus. Da geht der Lothringer hin und sagt, hast du mal, Jesus, ich habe so Kiste in den Fingern, komm, vollbring noch ein Wunder. Ja, mein Sohn. Der Jesus fährt dem Lothringer über die Handrücke, der kriegt die Finger auseinander und haucht ehrfurchtsvoll, mon Dieu, es ist wirklich der Jesus. Da denkt der Jesus, er müsste dem Saarländer auch noch was Gutes antun. Geht langsam auf den zu. Da springt der Saarländer auf und schreit, komm ja nicht näher, bleib mal ja vom Leib, ich habe noch 6 Wochen Krankenschein. Ich habe ja gesagt, wir holen unser Krankenschein ernst, wir holen auch unser Freck ernst und wir holen die Flemm ernst. Und wenn wir die Flemm haben, dann gucken wir uns unser Auto und fahren nochmal nach Hause, unsere Straße. Wenn ich heimfahr, Koblenz, Trier, Hochwald, Mountain, überm Saargau rüber, Rammelfangen City, bis nimmer an die Blies. Da bin ich daheim, hier ist mein Paradies. Und jetzt alle Country Roads, take me home to the place, wo ich wohn, ab in Saarland, bei die Mama. Take me home to my country roads. Country Roads. Und dann sind wir wieder daheim. Und daheim geht's uns doch so richtig gut. Da können wir schwätzen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ne? Da kann ich noch mal essen, was da schmeckt. Da läuft der Saarländer dann sofort schnurstracks auf seine Lieblingsrohstwurstbude zu. Und wenn er sich dort im Brätsch saarländische Rohstwurst bestellt, dann hörst du die gesamte saarländische Farbenlehre raus. Da sagt er nämlich, ich hätte gern die rot da, schön braun, nicht so schwarz wie die weiß da hinten. Da weißt du doch, dass du daheim bist. Dann hat er noch Hunger, da froh, da haben sie Frikadelle. Und dann antwortet ihm die Verkäuferin im schönsten Saarländisch, han du ma kein, aber kriegen kennt Sinn, dass man welche tun täte. Ey, das ist doch herzlich. Das ist unsere Mundart. Und die ist immer humorvoll, Freunde. Wir Saarländer, wir können die traurigste Angelegenheit immer humorvoll ankündigen mit dem Satz, du wirst lachen. Ne? Wer lachen, Herr Fiedler, weil haben Sie draußen der Auto abgeschleppt. Hey. Gestern kommt mein Kumpel zu mir, sagt er, was Mensch, was uns passiert ist. Meiner Frau haben sie die Handtasche geklaut. Geld weg, Kreditkarte weg. Habe ich gesagt, wer schlagen, die Kreditkarte sicher nie mehr. Ne? Habe ich gesagt, hast du die Kreditkarte wenigstens sperren gelassen? Sagt er, ich bin doch nicht blöd, der Dieb gibt weniger Geld aus wie meine Frau. Oh, und dann hat er geflucht. Der Dieb, der Drecksack, der Bankert. Da hatte ich erst mal gemerkt, was wir im Saarland für ein toller Schimpfwörterschatz haben. Und diesen Schimpfwörterschatz, den haben schon die Beatles bei ihrer Saarland-Tournee besungen. Ein Wahnsinns-Welthit.
Du alter Habe, Bratlappap, Sackbar, Mause, Bangat, abgelutschtes Berschmannsgutze, Flatsch, Nickel, Nackig, Mauser, Blät, Hammel, dich Bedierer, Dirmel, Dappeste. Du tickst ja mit mir richtig, Mann, du bist ja voll bekloppt, welch alles besser. Genau. Jetzt kommst du. Ja, jetzt kommst du. Ja, jetzt kommst du. Die Beatles. Wow. Auf ihrer Saarland-Tournee. Freunde, kennt ihr noch die Beatles? Kennt ihr die Beatles? Klar kennen wir die Beatles. Wir sind doch schließlich hier alle ein Jahrgang. Hä? Wenn ich mich mal so umgucke. Wir haben uns doch alle gut gehalten. Hä? Fritz, alle im knackigen Alter. Wenn du meinst, aufstehst, knackst in die Gelenke. Gell? Ja. Freunde, das ist das Alter. Wenn du da aus dem Urlaub kommst, da werden nämlich die Urlaubsfotos ausgetauscht, eher schon die Röntgenfotos, ne? Ah jo, wir sind doch jetzt in dem Alter, wenn du dich da morgens bückst, um die Schuhe zu binden, überlege, hast du da unten nicht noch gerade irgendwas anderes Wichtiges zu tun, bevor du nochmal hochkommen musst? Ah jo. Ja. Da hinten die Jungen, die lachen, ne? Ich war armer Jung, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ja, über das Alter wäre, machst du als Junger keine Gedanken. Ich habe damals Zivildienst gemacht. Nachdem ich gemerkt habe, dass ich mit der Waffe keiner umbringen kann, habe ich es mit Essen auf Rädern probiert. Ja. Oh, Freunde. Aber ich sehe euch ja an, ihr seid all noch knackig, all fit bis ins hohe Alter, das ist typisch saarländisch. Ja, wir sind noch fit. Zuletzt haben die Winterberg wollen 90-jähriger Opa operieren. Die Schwester kommt morgens rein, macht die Bettdecke zurück, um das zu rasieren. Guckt, sagt, au, 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 Opa, das ist ja ein Mordsding. Ja, sagt der Opa. Da habe ich vor 20 Jahren noch einen 10 Liter Eimer dran gehangen und bin 100 Meter weit gelaufen. Sagt die Krankenschwester, oh, gell, Opa, das wird eine Heit, aber nicht mehr packen. Sagt der Opa, nee, halt machen die Knie nicht mehr mit. Ihr kennt das. Ja. Aber egal, ob die Knie mitmachen oder nicht, wir machen alles mit im Saarland, denn wir haben im Saarland super Veranstaltungen, ne? Es geht doch hier voll ab, jedes Jahr. Dieses Jahr haben wir schon wieder das tolle Saarspektakel. Da kommen die Künstler und Stars und Zuschauer aus der ganzen Welt zu uns. Haben das fast ja gesehen? Der riese Bungee-Kran. Sind die alle runtergesprungen am Gummischütter, ne? Haben ich mitgekriegt, wie so kleiner seine Mutti fragt. Mama, darf ich auch mal mit dem Bungee springen? Ach, Bub, sagt sie, du bist doch schon wie ein kaputter Gummi auf die Welt kommen. Sie wollen alles mitmachen. Überall dabei. Es ist ja auch wirklich der Wahnsinn los. Sogar unsere Freunde aus Rot-Alve kommen jedes Jahr. Hä? Seid mir gegrüßt, ihr Lieben. Unser gute Pelz, auf die kann ich mich verlassen. Ja, aber bei euch in der Palz ist doch auch demnächst was los. 2006 ist doch in Laudern Fußball-Weltmeisterschaft. Ist das nix? Wow. Da sind wir im Saarland schon gerüstet. 2006 haben wir die Gegenveranstaltung. 2006 haben wir im Saarland nämlich Katholikentag. Da sind wir mal gespannt, wo mehr Leute hinkommen. Hä? Hooligans oder Katholikens? Wow. Mein lieber Mann. Freunde, selbst der Papst hat sich angekündigt. Der wird kommen, ne? Nicht ins Saarland, Katholikentag interessiert er nicht. Der kommt zu der Betzeberg, zu den Laudern. Ja, der hat nämlich geschworen, der Papst, liebe Brüder und Schwestern, ich werde da sein, wo das Elend am größten ist. Wow. Die sind genauso locker wie ihr. Zuletzt hatte ich gerade noch 2 Pfarrer mitgekriegt, da fragt der eine den anderen, Kollege, ob mir es noch erlebe, dass das Zölibat abgeschafft wird, sagt der einer. Mir wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht unser Kinder. Ja. Freunde, es geht ab. Es ist immer was los im Saarland. Und wer am Ende dieses Jahres auch immer König vom Saarland sein wird, seine vornehmste Aufgabe muss es sein, die Eigenständigkeit unseres liebenswürdigen Landes zu erhalten. Nach dem Motto, lieber in die Saar als in die... Genau, das ist unser Traum. We have a dream, denn wir im Saarland sind alle Superstars. We believe in Horische mit Speck.
mir spiele am liebsten nur im Track. Mir reiße Bäm aus, wo gar keinen Sinn. We have never been Pelzers anymore, but we love them more and more. Every day and every night. We had joy and we had fun. Und immer Leona in der Pan. Feste feiern, that's what we living for. We have a dream. Saarland is our life. We have the hope. Saarland will survive. We have no chance. Doch das ist uns egal. We feel like heroes in the land of Kohle and Stahl. Oh, Kohle and Stahl. We have a dream. Saarland is our life. We have the hope. Saarland will survive. We have no chance. Doch das ist uns egal. We feel like heroes in the land of Kohle and Stahl. Oh, thank you, ladies and gentlemen, for your helping by the fight of the struggle and survival of our little Saar country. Thank you and good night. Alle hopp! Ja, das war unser Schorsch Seitz. Ja, was ist denn jetzt? Zugabe, ja oder nein? Dann bitte ganz laut. Schorsch, Zugabe. Okay, wollt ihr noch eine Zugabe? Alles klar, ich sehe, liebt euch alle, fasst euch, hakt euch alle mal unter, bleibt stehen, wir machen jetzt ein schönes Lied auf unser Saarland. Diese Begeisterung für dieses tolle Land, das muss man jetzt weiter besingen. Wir singen ein Lied mit dem Refrain: Saarland, Saarland, Land an der Saar, Saarland, savoir vivre, Saarland, Ex und Hop, alles klar, lebe und lebe Lösse. Hat das Begriff? Kommt von die Pelzer noch Emo. Saarland, Saarland, Land an der Saarland, savoir, Saarland, Ex und alles, lebe und lebe und los geht's. Ja, und schön swingen, ja, das ist wunderbar. Freunde, heute Abend ist die Saarlandhalle der größte Swingerclub hier im Saarland. Wow, das kommt gut rüber, sieht wunderbar aus hier. Wenn der Morgen erwacht und die letzten Kater vergehen, muss der Saarländer spätestens um 10:30 aufstehen. Denn dann muss er rechtzeitig bei seinem Doktor sein, damit der ihm verlängert den alten Krankenschein. Und jetzt alle den Refrain: Saarland, Saarland, Land an der Saar. Wunderbar macht ihr das. Saarland, savoir vivre. Oh, Saarland, Ex und Hop, alles klar. Lebe und lebe lasse. Wenn der Abend dann kommt, gen die Schaffbuchse angezogen. Nix wie ab auf die Baustelle, die Kumpels sind halt schon da. Alle denken daran, wie schnell das Glück oft vergeht. Und aus 1000 Herzen erklingt es wie ein Gebet. Und jetzt alle nochmal ganz laut den Refrain: Saarland, Saarland, Land an der Saar. Oh, Saarland, savoir vivre. Oh,
das Motto. Das ist live. Ja, jetzt machen wir hier mal alle Partystimmung. Come on, yeah, wunderbar. Super. Auch die Pelzer machen mit. Klasse. Come on. Na, 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 na. Hey. Life is life. Life is life. Der ganze Saal ist live. Hey, hey. Wenn die Saarländer feiern, dann steht alles auf dem Kopf. Ja, dann geht hier voll die Post ab und dann machen die Wiege doch. Wenn die Saarländer loslehnen, ja, dann wackelt hier der Saal. Dann wird so lang gefeiert, bis die Bude morgen früh fast zusammenfallen. Life is life. Sing a little louder. Life is life. Everybody here, life is life. Das ganze Saarland ist heute Abend live. Na, 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 na. Hey, hey. Life is life, wenn wir feiern, fall zusammen. Oh, life is life. Come on, stand up and dance. Oh, life is life. Wir sind hier Feuer und Flamme. Oh, life is life. Saarländer, die haben's aber echt voll drauf. Und wenn der Puls auf 150 geht und der Schweiß bricht jedem aus, da weißt du ganz genau, woran das Lied, das macht die Stimmung aus. Und die Musik volle Dröhnung, die geht durch Mark und Bein. Das ist für uns die Krönung. Hey Freunde, kann denn feiern wirklich Sünde sein? Und alle gerade noch immer ganz laut. Life is life. Dankeschön. Alle hopp. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, ein herzliches Dankeschön an unseren George Seitz. Ja, also ich darf ihm versprechen, er kommt noch mal. Er kommt noch mal zum späteren Zeitpunkt, keine Frage. Wir sagen jetzt mal Dankeschön auf eine besondere Art und Weise. Jeder hat auf seinem Platz eine solche Tröte liegen. Ein Geschenk des Saarländischen Rundfunks. Den nehmen wir jetzt einfach mal in die Hand. Und damit sagen wir unserem George ein ganz herzliches Dankeschön. So, 3, 4, los! Und bei einer so spitzen Leistung gibt es natürlich auch eine Rakete an die Gewehre. Tempo 1 und Tempo 2 und Tempo 3 und Tempo 1, Tempo 2 und Tempo 3 und Tempo 1, Tempo 2 und Tempo 3 und der Treiber ist Erfolg in alle.